weil wir wollen ja auch nicht nach mir lang warten lassen, zumals, weil da so zahlreich Scheiß sieht, das immens schön, mir so eine ganz, ganz große Merci dafür, dass da quasi die ganze Presselandschaft das vertreten, ich meine, das steht drin, das Gute so, das bedeutet, dass das auch wichtig, weil das heißt eine wichtige Pressekonferenz, wir haben eine paar wichtige Annoncen zu machen, eine paar wichtige Novitäten noch, und dafür sind wir froh, dass da alle Guten da sind. Wir haben auch eine Pressemap präpariert, die hat da 4 Leute, just zur Info, dass lo nicht, was wir extra für Pressekonferenz präpariert haben. Das sind alles aber Dokumente, Échangen von Courrier mit dem Premierminister, mit dem Arbeitsminister, CPT, mit der Europäischen Kommission, Noten, die wir geschafft haben, die den Dossier appuyieren an die selber, an unsere Argumentation. Ich kann noch weisen, was wir alles schon in der Hall haben, was alles passiert ist an den letzten Wochen am Ende, wo der dann nochmal als Presse Access zu den Dokumenten können tun. Aber das ist alles nicht nötig, dass ihr das viel guckt, mit dem wisst ihr aber, wo der was drin fand. Wir haben das Pressekonferenz gemeinsam, aber wir werden den Patrick Doria nicht zusammen wird feiern, aber wir werden en Alternance schwätzen. Ich fand nicht schon ein bisschen viel. Dafür gehen wir dann das Mikro nicht mehr hin und her. Wir haben aufwechselnd je nach Sujet verschiedene Sachen mitzuteilen. Wir wollten nicht heute ein paar Sachen mit auf den Weg in der teilen, da ich das natürlich als konkretisiert Zusammenarbeit wieder gesehen, Mengen im Raum. Da wollten wir aber auch ein bisschen auf den Konflikt angehen, den wir noch immer haben am Travail, auf den Kollektivverträgen, am CPT de manière générale, am Comité permanent du Travail et l'Emploi. Und dann haben wir eben auch noch ein paar Daten zu annoncieren und ein paar konkrete Aktionen, wo wir ich wollte mitteilen. Da ein bisschen zu der Introduktion an den Schmengen, das ist keine große Überraschung für euch, dass wir so mehr leben für als national repräsentativ Gewerkschaften, die 2 größten Gewerkschaften am Land zur Zeit Attacken von politischer Seite und auch von Patronat, wie man sie eigentlich jahrzehntelang nicht erlebt haben. Also wir sind wirklich an einem Dreh- und Angelpunkt von der Gewerkschaftsbewegung zu Lützeburg, weil wir die massivsten Attacken von der Regierungszeit erlebt haben in kürzester Zeit an heftig wichtigen Dossieren, ob denen Dossieren die Trickgrad von unseren Gewerkschaften ausmachen, ob den Leute, die schaffen, und ob die Leute, die in der Pension sind, ob ihren allerwesentlichsten Akien, ob ihre Löhne, ob ihren Arbeitszeiten und ob ihre Pensionen. Das ist mir gute wirkliche Rundumschlag von dieser Regierung, ob alle wichtigen Sujets, die heute mitgekriegt, das Lastgang mit der Kollektivverträge, kurz drauf, die unilaterale Entscheidung vom Arbeitsminister, Sonderarbeitszeit flexibilisieren und so weiter, kurz drauf, das Ladenöffnungszeitgesetz, wo auch der Wirtschaftsminister nach dran gefragt hat, dann die Gewerkschaft gewiesen hat, dass sie als Regierung halt dezidieren, wie ihnen nicht gefällt. Wir hatten die Projekte über Mindestlohn direktiv, die Projekte de loi, wo legiferiert gehen als niemand ist der Schwarze, wo man nicht schon die Salariés saisiert gehen als son avis. Wir haben weiter annonciert Attacken auf die Pensionen. Wir haben da allgemein auf der Frage von Arbeitszeiten, die wissen, die Regierung schwätzt viel davon, dass wir auch sollen über den allgemeinen Arbeitszeitflexibilisierung diskutieren, steht auch am Koalitionsprogramm, und da sind weiter Annoncen gemäht, die nicht gut klingen, an die uns besorgen. Und wir haben das schon gesagt, auch an vergangenen Treffen und so, wir haben wirklich immer mehr massiv gefühlt, dass das Regierung angetreten ist, für die Gewerkschaften den Kampf zu erklären und für die Gewerkschaften Platz zu machen, so gut es geht, für sie aus dem Weg zu kriegen, weil sie steuern und für so gut wie möglich sie zu umgehen. So wie das auch in anderen Ländern passiert ist und so wie wir das nicht können zulassen. Und dafür so, wir stehen an einem Dreh- und Angelpunkt an der Gewerkschaftsbewegung allgemein zu Lützeburg. Wir müssen als Viren, wir müssen also vielleicht auch nicht Viren nach wie in der Vergangenheit. Also Widerstand, die kriegt heute in einer Qualität.
Und das wollte man erzählen. Und das war immer so an der Geschichte, dass ob die schaffend Leute geklappt wird, dann immer mehr geklappt wird. Mit dort dienen sich zu summen und sie dienen sich immer mehr zu summen. Und das werden sie auch an dieser Situation machen. Und da geht der Widerstand groß, und da geht immer mehr groß, und da geht eben so weit, wie muss gehen, für dem heute einen Stopp zu setzen. Und dafür haben wir heute dem gewerkschaftlichen Bündnis, den Nujibela NCB, zu der Woche gehen, ein bisschen neue Qualität gehen, die wir ich wollten vorstellen, weil wir müssen als wären, ich meine, du steht gut in Zweifel, wir können das an dieser Situation nicht mehr zusammen machen. Auch da besteht kein Zweifel. Die Opposition, die wird geschlossen stattfinden, und da steht kein Millimeter zwischen da, die wird auch nicht brückeln, egal was probiert wird, und egal wie Versicht wird, das umzusehen. Wir haben eine Front Syndical, wir sind auf allen Positionen zu den Dossiers zu 100% deckungsgleich an unseren Navieren. Wir sind am Anfang an einer historischen Zusammenarbeit zwischen Nujibela und der CGB an dieser Krisenzeit, die sich konkretisiert. Wir schaffen all da zusammen, also wir haben all da Échangen, wir sind all da Reunionen zusammen. Das betrifft als Führungsebenen von den zwei Gewerkschaften, das betrifft aber alle Niveaus an der Gewerkschaft. Das machen wir an den Kollektivverträgen, das machen wir auf allen Niveaus, an den Betrieben, an den Sektoren, und das machen wir für allem eben auch auf dem nationalen politischen Plan, und das wisst ihr. Und wir mobilisieren, wir sind am Gang, wir haben schon letztes Jahr eine delegierte Konferenz gehabt, wir machen nicht weiter an den einzelnen Sektor, den Sektor vom Handel, der direkt betroffen ist von den Ladenöffnungszeiten, den ist ganz stark am Gang, und die werden in den nächsten Wochen an die schon eine Reihe Aktionen haben. Wir machen ganz viele gemeinsame Publikationen. Da tut auch Madrid, wir haben Flyerinnen an den Betrieben, allgemeine Flyerinnen, und auch schon Kommuniqué de Presse, die all da rausgehen, die da immer bringt, die gemeinsam an dieser Bilder sind. Und dafür haben wir der Sarah gemeinsame Numgehen, ein gemeinsames Logo, an die Hutmap du Leiien, die gesehen hat, mit diesem neuen Visuell, und mit diesem neuen Ausdruck, dem Front Syndical, der Gewerkschaftsfront, für da sind die Sachen noch alle rümpfen, die man so produzieren und publizieren, und die man so organisieren und Datum und so weiter. Humalo ganz frisch haut dem neuen online eine neue gemeinsame Internetseite. Das ist den www.frontsyndical.lu, www.gewerkschaftsfront.lu, Französisch-Deutsch. Du hast alles drauf, was lebt. Also, was im Moment bei uns lebt, von Aktionen, von Kommuniken, von Publikationen, und das auch gut für die Leute, als Delegierten, als Militanten, als Membres, wo sie alles rumfahren, was und Datum können, und Annoncen, und alle weiter gewerkschaftliche Aktionen werden da publiziert gehen, die könnt ihr das auch gucken, das ist wirklich frisch aus dem Druck. Sie den noch nicht bei einer Internetseite, wie ganz frisch online. Der hat das alles so à Disposition, und du versammeln wir eben, wie gesagt, alles, was wir publiziert haben. Das war eine kleine Introduktion von meiner Seite, für euch zu weisen, wir sind nur an einer anderen Qualität von dem Widerstand, den wir leisten, und das absolut notwendig ist, so eine Staat, wir haben das erlebt, hinter Main eigentlich, hinter dem ominösen Komitee permanent du Travail et l'Emploi, mais so gut für Druscharbeit Annoncen über die Pensionsreform. Wir erleben eine Regierung, die massiv frontal Attacken gegen die schaffenden Leute an Pensioniert reiht. Das wird nicht mit dem Nujibela und dem CGB passieren, das lassen wir nicht so, und dafür die wir uns zusammen, und zusammen sind wir stark, und wir erklären euch ein bisschen, was da lebt, und all den Dossiers, und Patrick fängt an mit den größten Sujets. Merci Nora. Ich will zuallererst unterstreichen, dass die Mission von der Gewerkschaften ist, am Ende von ihren Leuten die Salarien zu schaffen. Und zwar für die bestmöglichen Resultate zu erreichen. Dafür schaffen Gewerkschaften Nujibela und LCGB auch viele Kollektivvertragsverhandlungen zusammen. Unser Engagement basiert auf den Prinzipien von sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Wir stellen allerdings fest, dass das Fremdwörter für den Premier als ein Arbeitsminister sind. Wir sind aktuell, wie Nora das schon gesagt hat, mit einer Politik von der Regierung konfrontiert,
die Gewerkschaftsrechte auf Freiheiten und gewerkschaftliche Freiheiten, den Archiv von den Leuten aus dem Privatsektor, Beispiel von der Kollektivverträge an den Pensionen visiert und ob manst aufstellt. Sonderserbecht, Öffnungszeiten an der Mandatärbeszeiten am Kommerz lose mir nicht komplett deregulieren. Das neue Öffnungszeiten entsprechen nicht dem Besoin von den Leuten. Aber weil sie nicht dem Besoin entsprechen, froh mehr als wie weit mir Salarien an eine Situation bringen, wo sie erbecht a Familie nicht mehr unter den Hut können kreieren. Zumal an einem, wie das so schön heißt, Niedriglohnsektor. An dafür ist es für uns eine absolute Notwendigkeit, zu summen am Front Syndical OGBL LTGB nicht nur den Acquis zu protegieren, aber auch wir wollen mehr Kollektivverträge. Wir wollen aufgesicherte Pensionen an eine performante Krankenversicherung, das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Forderungen, die wir gerne umgesetzt hätten. Aber vis-à-vis von dieser Allianz zwischen Regierung und Patronat geht das just gemeinsam. Die Frage stellt sich halt, ob die Regierung vorhin auch so mit ihrer Fonction publique umzugehen, wie sie das mit den Salarien aus dem Privatsektor wollen. Wir refusieren auf jeden Fall ein System, den auf soziale Apartheid beruht, wo die eng an der 5-Sterne-Klasse mitfahren, an Divisionen von Menschen, an der 2. Klasse, an der Holzklasse sitzen. Es geht hier auch für das Motivierter vom Premier zu suchen, den Respekt vor Regierung und Patronat für den Leute, die alltag den Reichtum von diesem Land mit ihrer Erbschaft erschaffen. Am Fond geht es also auch um Gleichbehandlung von Privatsektor und Fonction publique. Ich will schlussendlich auch noch ein Kehr darauf hinweisen, dass als Betriebe an den letzten 50 Jahren exzellent mit diesem Sozialmodell gefahren sind. Gewerkschaften, und das wird oft vergessen, die national repräsentativ Gewerkschaften, haben an der Tripartite, haben an den Krisenzeiten enorm viel für Land und Betriebe gelegt, nicht nur für Salarien. Und dass wir am Front Syndical refusieren, dass das soziale Klima von Regierung und Patronat komplett demoliert wird, und Begriffe wie Work-Life-Balance aus dem Konzept gerappt gehen. Wir refusieren, dass Salarien systematisch als Profiteuren oder Leaderhannes durchgestaltet gehen, und wir, Gewerkschaften, als hier Vertreter, als dumm, inkompetent, und rückständig präsentiert gehen. Das Mikro machen. Genau das ist, was passiert ist, was Patrick logisch hat. Also die Regierung versicht sind einer Zeit also ein bisschen schlecht durchzustellen. So an den Akt zu drücken von denen, die nicht verstehen, die nicht modern sind, die nicht mit der Zeit mitgehen, die rückständig sind, die Leute nicht vertreten, die nicht repräsentativ sind und so weiter. Dafür haben wir ja auch den Avant-Projet vom Kollektivvertragsplan vom Georges Michaud an Map geschaut. Für das das gesehen, also die muss die Stadt durchgucken, die Seite weiß Attacken, wo gesagt wird, dass die Gewerkschaften immer mehr Gewicht verlieren. Das ist nicht unschuldig, also die machen das schon für als Repräsentativität unzweifeln an für nur außen als durchzustellen, wie wenn man eben nicht mit der Zeit könnte mitgehen. Und dafür wollte man ja aber auch kurz mal auf den Weg gehen, wie wichtig Gewerkschaften sind an dem Rückkommen von einem Land. Aber was wir alles gemäht tun, mit der OGBL, LCGB, an noch CGFP, an den Tripartiten, mehr, aber was wir auch an den Kollektivverträgen da erreichen. Aber was wichtig ist, wir bringen ja auch das ganze Land eigentlich zusammen mit den Sozialpartnern vom Patronat noch 4,
sing Ökonomie as sing Leiit an dufir auch die Wichtigkeit von der Notion von der nationaler Repräsentativität. Wir sind net Korporatisten, wir sind Gewerkschaften, die für am ganzen Land an allen ökonomischen Sektoren, an alle Berufer Leute vertreten an noch an der Pension. An dafür ist das wichtig, dass am gewissen Sinn die Interesse vom ganzen Land vertreten garantiert gehen. Patronat sieht ja gern, dass sie kein One-Size-Fits-All wollen, was wir wären. Mir das total Quatsch, das ist der Country, was wir sind. Wir bringen es fertig, gerade über den Weg von den Kollektivverträgen, von diesen ganzen Negoziationen, ugepasste Modelle zu verhandeln an die Betrieber, die sowohl und Bedingungen vom Betrieb ugepasst sind, wie aber auch und die Interesse von den Leuten, die am Betrieb schaffen, an die fertig bringen, Kompromisse zu finden, wo im Sinn von beide sind, die kreativ sind, die modern sind, die flexibel sind, weil das wohl das nicht hier wurde lang und das nicht und hin lang zu so, wir wollen flexibilisieren. Wir haben immens viel flexibel Modelle negoziert, auf vielen Sektoren mehr flexibel am Sinn von Leute, die du schaffen, wo nicht hier Work-Life-Balance eben drauf geht. Wir haben auch über Kollektivverträge raus, auch an der Professionelle verhandelt. Ganz wichtiger, großer, die für ganz Land gelten. Erinnert dich an Covid-Zeiten, wo wir Pferdesport in kürzester Zeit mit dem Patronat einen Akkord zu finden im Teletravail. Wir haben einen Akkord auf der Dekonnexion von. Das sind moderne Sachen. Mehr modern geht nicht, wie es unzupassende Gegebenheiten, die von außen sind. Wir sind noch die immer drängen, dass mal mehr über Digitalisierung geschwärzt wird, dass an den Betrieben viel geschafft wird, präventiv, dafür gesorgt wird, dass die Arbeitsplätze angepasst gehen, dass die Leute vermehrt gehen. Wir haben echt das Gefühl, dass die andere Seite bremst, ob den dort frohen. Auch am Übergang zur carbonfreier Ökonomie. Wir haben immer gefordert, dass man am präventiven Handeln, und, dass man dafür sorgen, dass Arbeitsplätze gesichert gehen. Und dass auch die Arbeitsplätze, die wegfallen, dass die ersetzt gehen durch Qualitätsberufe die an Arbeitsplätzen, die müssen geschafft gehen. Und das gibt so viele Beispiele, wir wollen nur nicht alles aufzählen, aber ihr wüsstet, am Anfang stehen wir all darauf und machen den Job da, für die Leute ein bisschen modern zu machen. Und wir haben das immer gemäht, da werden das auch immer weitermachen, das ist der Sinn von der Gewerkschaft. Wir haben noch zum Beispiel an all den letzten Jahren, an auch immer an der Krisenzeit, ganz viel gemäht für die Sécurisation des Parcours professionnels. Die wisst, wir haben immer dafür gesorgt, dass, geht es deinem Sektor schlecht, geht es deiner Entreprise schlecht, aber da kommen wir sorgen dafür, dass wir am Vielfalt schon agieren. Wir haben immer gefordert, dass so Bilan sozial an den Entreprisen gefordert gehen, wo abgepasst wird, wie bewegt der Markt sich, was ist Konkurrenz, wo muss man aufpassen. Wir waren da, die immer dafür gesorgt haben, dass der Maintien d'Emploi garantiert, dass Sozialplan modern am Sinne von den Salarien durchgeführt gehen. Letztes Beispiel, wir haben an den Tripartite so vieles matt gemäht, was modern war, was notwendig war, durch Krise gefordert und Stohlkrise, Weltwirtschaftskrise, sprach ich das alles nicht mehr zu detaillieren. Mir letztes Beispiel an der letzten Tripartiten von der letzten Regierung, wo wir dran waren, wir waren da, die den Energiepreisdeckel als echt matt proposiert haben. Und das sind aber Sachen, die die Leute an das Land bewegt und an Februar tun, und wo man können aufgestoppt sind, und wo auch nicht mehr geht, weil wir stark national repräsentativ Gewerkschaften sind, wo eben nicht auf frohe Gestalt gesehen sind. Danach wird dazu, dass Gewerkschaften eben auch wichtig sind für ihr Land, weil stark Sozialpartner, die sorgen eben noch für Stabilität. Und das wissen wir, und das hat Geschichte immer gewesen, und das weiß also auch internationale Vergleiche. Stabilität sowohl was sozial so geht, wie aber auch Wirtschaft, wie auch Politik. Auch da, wo die Gewerkschaften stark sind, du gibt es Männer Inegalitäten, du gibt es Männer sozial Auseinandersetzungen, das ist auch logisch so. Und wir sehen aber auch umgedreht an andere Länder, wo die Gewerkschaften mit Face getrippelt gehen, sind, dass es zu extreme soziale Spannungen gefordert wird. Wir haben hier Frankreich gesehen, das ist das notste Beispiel. Wir haben dann Italien gesehen, wir sehen es quasi überall in Osteuropa, an Amerika, also ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn die Gewerkschaften immer weiter mit Face trippelt. Und da, also Gewerkschaften brauchen auch für ein Gewicht durchzustellen zu Politik, an korrektiv ein bisschen zu sehen, für ein Gleichgewicht zwischen dann dem ökonomischen Wolle und dem sozialen Wolle, für das nötige Gleichgewicht zu schaffen, und da, wo das nicht tut, weil Gewerkschaften ekartiert sind, aber du könntest ganz oft zu einem Rechtsruck.
wann ob die liberal und ultraliberal Politike keine Antwort können, der Kegege pur könnt, dann haben wir auch immer mehr ein Abkommen von den Extremdrotten an den Ländern. Wir sind das Korrektiv, was nicht notwendig ist, aber wenn ich eine Demokratie schützen will, da muss ich auch Salarie schützen. Das leidet auf der Hand. Das ist eigentlich das Logische und da muss ich noch natürlich Gewerkschaften schützen. Und der Premierminister ist ja immer ganz hochfrisch darauf, dass wir an Europa ein von den wenigen Ländern sind mit einer politischen Stabilität und als nopische Länder alle gute politisch instabil sind. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen seriös aufpassen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eben keine politische Instabilität. Mit Leuten fangen auch immer an, Männer Vertrauen an Politik zu haben, auch heute zu Lützeburg. Das Sozialklima ist um Brückle. Wir erleben das ja durch das, was wir auch heute vermitteln. Wenn als Regierung der Meinung ist, dass das den Ende vom Lützeburger Sozialmodell soll sein, dann bedeutet das, dass das Sozialklima angesehen das ganz stark an dem Modell zerstört gehen ist. Und das bedeutet, wir müssen uns dagegen wehren. Und wir appellieren noch an unseren Premierminister, das Lützeburger Modell, das bedeutet eben nicht just Showdialog, was neben an der Lastduft gesucht wird, mir lauschen nur, um Schluss machen wir, was wir wollen, das geht nicht. Das ist nicht das Modell. Wir brauchen ein Modell, das eine Konsensfähigkeit hat, wo seriöse Sozialpartner mit Regierungsvertretern verhandeln, auf Verhandlungsresultate auf den durchlegen, wo es eben auch möglich ist, um zu einem Konsens zu kommen. So soll es den Equiliber eben als die Gleise geroden, und so haben wir dann eben ein Desequiliber, und das ist ein bisschen das, was im Moment riskiert zu passieren. Und das sehen wir um Beispiel von dem Komitee permanent du Travail de l'Emploi, und da wird Patrick Eschbach ein bisschen detailliert. Ich gebe sonst gerne zu den Elementen, die nur erlauben durchbrüten, das ist so, was mich extrem beunruhigt traut. Wir haben an der Tripartite, an den letzten Tripartiten effektive Gewerkschaftszeit, die Propos für den Energiepreisdeckel gemacht. War noch als eine Diskussion ja auch losgegangen, ob den Energiepreisdeckel da sozial gestaffelt wird, mit der wisst, dass der Grund für den Energiepreisdeckel so schwer für die Inflation aufzukriegen. An dem uns an den Tripartiten wäre mehr erstaunt, dass sich Patronat nicht mehr Wert darauf gelegt wird, über die Energiepreisproblematik auf der Seite von den Betrieben zu schwätzen. Das ist quasi, ich will nicht, dass der Schuld schwätzt, aber das ist quasi 5, 4 und 12 dann an der Tripartiten sehr ungeschwärzt gehen. Aber wir wären da erstaunt, nicht, wenn wir als groß Gedanken im Patronat machen, aber im Arbeitsplätze, weil wir gesehen haben, dass entretemps die Energiepreise an der EU ein strukturelles Defizit oder strukturelles Problem durchstellen. Und wir wären ganz erstaunt, dass das nicht mehr an der Tripartite thematisiert ist, wenn ihr überhaupt gesagt, wie wir als dann dolo par rapport zu den Kollektivverträgen positionieren, was Patronat geht. Wie Nora das gesagt hat, gebe mir auch noch gerne ein Wort zu den Evenementen, das letztes Jahr am Komitee permanent du Travail de l'Emploi so. Für uns muss ich wissen, dass an dieser Struktur soll die Situation von der Beschäftigung an dem Chômage am Land analysiert gehen, und eventuell die Mesuren auf den Weg gehen, für Vollbeschäftigung zu garantieren. Das ist sich die erste Approche, die an diesem Komitee permanent du Travail de l'Emploi hat. Die Arbeitskonditionen, die Gesundheit und Sicherheit auf der Arbeitsplatz sind andere Sujets, die angeschwärzt sollen gehen. An diese Struktur hat sich zu einem Schlüsselelement von unserem Sozialmodell entwickelt. Ein Sozialmodell, das darauf basiert, dass den an einem Sujet sich eins geht, an eine gewisse Richtung zu schaffen und am Konsens ein Resultat erreicht. Das ist das, was wir in dem Sozialdialog und in dem Sozialmodell hier am Land verstehen. Leider ist das aber heute nicht der Fall. Das gedenkt ganz klar, wenn ihr gesagt wie die Regierung bei der Umsetzung von der Direktive über adäquat Mindestlöhne an der EU wollt vorgehen. Die Direktive besteht aus 2 Vollen. Das ist das den Teil, den über den Mindestlohn geht, wo ein Projet de loi ausgeschafft geht, den mal nicht am Komitee permanent du Travail de l'Emploi präsentiert wird. An dem noch absolut keine Diskussion über den so wichtigen Teil von unserer Gesetzgebung durch gefordert gehen. Der Arbeitsminister an der hat eng Mappe mit den ganzen Kurien. Der Arbeitsminister hat als ein Kurier vom 20. September geschrieben,
dat die Regierung net wëlle huet, all Projekt de loi am CPT ze diskutieren. Dorunner gesäit die Klo de Paradigmewiesel den op Regierungszeit vollzun gouf, weil et sinn Zeite gin, wo vun Ufang unzusumme geschafft gin ass. An die Zeiten schenngen dann Loha definitiv river ze si. Lo wat den zweten Deel vun dieser Direktiv ugeht, soll, wie Dir et wëst, all EU-Memberland sech Moien gin, fir dat den Tod de Kuvertur vun de Kollektivvertrag a Richtung 80% geht. Der 17. September 2024, 7 Dech vir der Reunion vom Komitee permanent du Travail de l'Emploi, die den 24. September fegesi wir, wo mir dun als Gewerkschaften den Avantprojet von der Regierung krut, diesen, wie ein so schön heißt, Plan d'action nationale pour promouvoir la négociation collective, den denigriert Gewerkschaften stellt sie als rückständig und als Quantität negligible durch, am Argument von der Unzahl und neutralen oder besser gesagt Patronsdelegierten soll halt Kräfteverhältnis am Betrieb komplett ausgehebelt gehen an der modernen Regierung klar Politik die Patronat aufwurde. Es geht von der Formation von der Salare geschwagt, wir können am Mem zu sehen, für Kollektivverträge zu verhandeln. Bei Problemen können ein Cellule ans Spiel von Experten aus dem Arbeitsministerium, die dann am Betrieb den Delegierte wohl beibringt, dass der Patron richtig leidt. Am Klartext bedeutet das, ich Patron will aber gar nicht mehr mit den rückständigen Gewerkschaften zu dienen haben. Und unser Kollege Premierminister möchte als dadurch Kosten vom Steuerzahler auch nach an drei. Für Gewerkschaften, auf Verhandlungen mit den Gewerkschaften geht heute kein Rätsel mehr. Für Verbesserungen am Kollektivvertragsgesetz, wie die Rolle von den national repräsentativen Gewerkschaften zu stärken, und mehr Argumente zu haben, für Kollektivverträge zu verhandeln, schwätzen wir auch gar nicht mehr. Wort noch zur Quantität negligible. Laut OECD aus den Taux d'affiliation von den Lützeburger Gewerkschaften den zweithöchsten an der EU mit rund 35%. Pardon. Ich schon allerdings auch hören, dass den Taux d'affiliation von den Betrieben, zum Beispiel an der Fédération des Artisans, 31% soll leihen. Ich schon da sonst hören, dass man zugedroht gehen. Ich wäre froh, wenn Journalisten, die hier am Saal sind, das mal könnten überprüfen, weil der sieht ja sich, wenn ich das so darum gesagt, sie kommen mit komischen Argumenten, aber das ist ein kleiner Abruf, wo ich von der Stadt darf, dass der mal guckt, wie dann die Taux d'affiliation da wirklich steht. Und wie repräsentativ die Fédération des Artisans dann wirklich geht das. Wir haben den 19. Oktober, für als Problematik am CPT zurückzukommen, wir haben am 19. Oktober dem Minister schriftlich mitgeteilt, dass sein Avantprojet keine Basis ist, auf der wir können schaffen. Und dass wir einen eigenen Propos ausschaffen, die auch auf denen Evaluierungen beruht, die wir ihm am März 2024. Wir schwätzen heute von September, Oktober 2024. Wir haben im März 2024 als Proposen mitgeteilt, und von denen aus einem Avantprojet nicht eng zurückbehalten gehen. Das ist auch ein Fakt. Den 3. Oktober 2024 haben wir als Projekt als Not, die hast du nun dem Minister gegeben. Den 8. Oktober wäre die berühmte Reunion vom Komitee permanent du Travail de l'Emploi. Zuallererst hat der Minister schon mal ferm abgeregt, dass Gewerkschaften die Kilo hatten, für eine Reunion zu verlegen. Ich fand der länger an der Reunion, die Leute, die hier auf dieser Seite sitzen, du hast einen guten Teil dabei gewesen, und die können erst sagen, ob das so ist oder nicht. Von unserem Propos wollte ihr mal nicht schwätzen. Das ist ein ehemaliger Viergang gewesen, dass Gewerkschaften hier im Land einen gemeinsamen Propos ausgeschafft haben, und der Minister will nicht über die Propos schwätzen. Nachdem es mir das Spiel dann ein Zeitchen über dieser Go gelassen haben, wäre es für uns klar, dass wir nicht konnten weiterfahren, weil der Arbeitsminister just nach der Situation visiert hat, für die Gewerkschaften an den Kollektivvertragsverhandlungen auszuhebeln. Pardon.
No dem soi-disant Eklat vom 8. Oktober und effektiv lo eng Reihe Entrevue stattfand. 2 mam Premier an eng mam Arbeitsminister. Biselo bleiben sie als en Klarstellung von dieser ganzer Situation aber schëllech. Dem Premier se Kommunikation an der Presse wirkt, wie wann hin sich nach immer gef gern eng Hand an die ophalen. An den Arbeitsminister bleibt eis seit Anfang November für exakt so und dem 5. November ein neue Projekt für Plan d'Action national schëllech. Kontakt. Du kann all Mënschrei am landsche Bild man, wat de Premier als ein Arbeitsminister vun de Salarien an ihre Vertreter halen. A vun der nedescher Vertrauensbasis am Umgang man neen, kann ihn noch nicht schwätzen. Außerdem müssten de Premier als ein Arbeitsminister wissen, dat man näher Weise des Direktiv wollen umsetzen, komplett gegen den Geist an den Inhalt von dieser Direktiv geht. Als Land als am Gangen sich lächerlich zu machen auf europäischem Plan. Fazit von dem Ganzen, wann insgesamt der Sozialdialog von der Regierung darauf beruht, dass sie wollen, erstens konsultieren und zweitens allein dezidieren, dann ist das der klare Beweis, dass sie am Anfang nicht mehr wollen, mit den Gewerkschaften zu dienen haben. Und nicht mehr wollen schaffen, wie wir da dann als Sozialmodell biselo kann tun, wo wir gemeinsam Lösungen geschafft haben, also über Konsens auswählen. Dann ist das Sozialmodell und der Sozialdialog hier am Land N. Das bedeutet für die Gewerkschaften auch, dass dann Diskussionen am Komitee permanent du Travail et de l'Emploi keinen Sinn mehr geben. Trans Social, die kleine Tripartite, die der Premierminister proposiert hat, muss da de lo klarstellen. Das heißt konkret, Verhandlungsrecht und Dünnerschriftsrecht von der Kollektivverträge bleiben bei den national repräsentativen Gewerkschaften. An auch den Inhalt von der Kollektivverträge steht nicht zur Disposition. Die Regierung hat mit ihrer Demarche Sozialklima enorm verschlechtert, aber wenn sie so weiter vorgehen, wird es komplett zerstört. Die Regierung und Patronat haben gemeinsam dezidiert, das Sozialmodell auf den Ende zu bringen. Gewerkschaften sind heute die einzigen, die nach unserem Sozialmodell an der letzten Endes soziale Frieden interessiert sind. Noch kann die Situation entschärft gehen, mit Dauer tickt, Zeit lebt. Zum Aufschluss nach zu dem Debakel unserem die froh wen dürft an lohe Kollektivvertrag verhandeln muss mir da Jolo als freien drüber, dass da an der Chamber geklärt wird mit einer Motion. Das ist ein gut Sache, mir die Motion, die dann unanim gedroht gehen an der Chambre des Députés, dass Gewerkschaften Exklusivität behalten für Kollektivverträge zu verhandeln. Schlimm, dass es lo müssen so weit kommen. Der Patrick so, das geht hier nicht durch. Wir haben da noch ganz viel andere besoin op dem Kollektivvertragsgesetz noch 4 zu kommen, froh von dem Kontinu, was bleibt da lo am Kollektivvertrag, was muss du verhandelt gehen, das ist noch nicht geklärt. Und da so überhaupt nicht dafür gesucht gehen, dass wir lo 1 Millimeter weiter sind an dem europäischen Direktivkontext. Man nicht Kollektivvertrag mehr werden hun am Moment durch das, was durchschlägt. Mir lang die froh do, ob da lo in die Gewerkschaften ist oder nicht zu verhandeln, war für uns ja von Anfang an klar, der europäische Direktiv war auch immens klar drüber, dass das müssen Gewerkschaften sein. Und aus dem Grund hatte mir den Europäischen Gewerkschaftsbund CSEAT, mit diesem Dossier hier, also Surch, von der Lützeburger Regierung, an die Union unterstützt. Und dann haben wir zusammen mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund Brief und Ursula von der Leyen gemacht, für die Aufklärung zu freuen, für sie zu freuen, als zu bestätigen, dass als Lektor richtig ist von der Europäischen Direktiv und dass es die Gewerkschaften ist, da zu verhandeln. Und das ist ganz rezent, das ist der anonym einen Matt gedeelt, da tut er auch an der Map Leyen. Wir haben eine Antwort vom Büro von der Europäischen Kommission an sie geht das recht.
Also es müssen Gewerkschaften sind, die Kollektivverträge verhandeln. Also wir sind der Meinung, dass es wirklich Lützeburg ganz schlecht berodet wird, sich einfach über Direktiven in den Wasch zu setzen, sich nicht in die Europäische Kommission zu halten. Auch in Europa haben wir eine ganz schwierige Situation allgemein. Nicht, wisst ihr? Das Vertrauen an Europa, an Politik ist ganz, ganz schwer angekratzt. An das nicht nur Lützeburg, an unserer Regierung nach seinen Beitrag dazu zu leisten. Wir brauchen au contraire eine Regierung, die Demokratie verteidigt. Und Demokratie verteidigen heißt aber auch Demokratie an den Betrieben verteidigen, und das heißt eben auch Gewerkschaftsfreiheiten und Verhandlungsrechte zu verteidigen. Und das heißt aber auch, dass das Kollektivvertragsgesetz endlich fortschrittlich zu modernisieren, wenn ich hier Begriffe will holen, und am Sinn von der EU-Direktive endlich durchzuführen, dass man ein besseres Gesetz haben, jedenfalls zu mehr Kollektivverträge feiert, jedenfalls nicht das Contenu gesetzlich vom Kollektivvertrag verwässert, weil du nicht die Arbeitszeiten raushält oder so etwas raushält, an was Gewerkschaften dann hier, an die schaffen leider die Betriebe nicht schwächt mehr, au contraire, stärkt. Und dafür bleibt ein Dossier ab, wie so viele andere Dossiers. Also gut, man ja dann annonciert, dass das alles soll gelesen gehen an einem runden Sozialtisch. Bon, dann ist es gut gesagt, klingt bald wie wenn ein Ansicht da wird, dass wir den Sozialdialog ja aber brauchen. Wir wollten aber 3 Sachen klarstellen. Der Patrick hat es schon angedeutet, ihr zu dem Sozialtisch könnt. Also wir gehen natürlich dahin, weil wir, das wisst ihr, wir haben ja auch immer gesagt, wir sind Demandeur für den Dialog, aber wir sind immer bereit zu dialogieren, und wir wollen Lösungen am Verhandlungstisch finden. Aber das kann natürlich nicht mehr stattfinden, wenn das seriös verhandelt wird. Aber wenn das nicht ein weiter, pardon für den Ausdruck, mit Potter runners, oder wo gesagt wird, schon muss ich direkt nur gelauscht hat, und da sind wir rausgegangen, und dann haben nur aber egal, was gemacht, was wir wollten, kein Kaffeeskranz, mehr wirklich ein zielführend, resultatorientiert Gespräch mit einer Verhandlung, wo der nur im besten Fall zu einem Konsens könnt. Und das muss einfach klar sein, immer daran gehen. Der Zweite, das soll schon ein paar Wochen hier, dass der Premierminister dann gemäht wird vom Sozialen. Das ist mir nicht mehr hören Center hier, das du kannst immer, das Spiel, mir geht gerufen, geht ein bisschen beruhigt, und dann geschieht ein Moment lang nicht. Das muss passieren, also es muss Zeit noch passieren, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, das ist schon viel Zeit verloren gegangen. Wir machen auch einen Appell, und die Regierung organisiert das, macht das so sehr wie es geht, weil wir haben wirklich schon zu viel Zeit verloren, weil auch en attendant, dass den sozialen Tisch soll zusammenkommen, können wir ja nicht weiter zum täglichen Geschäft zurückkommen, aber wie war nicht wir. Und dafür können wir auch nicht so, wir gehen an ein Komitee permanent du Travail l'Emploi, ich weiß nicht, was schwätzen, solange man die großen Frauen da nicht aus dem Raum holen, an die sozialen Tisch eben nicht getagt wird. Und wir fordern noch ob, dass all die Projekte, die Instanzen sind, dass die mal ausgelöst gehen. Weil so geht es auch im Sinn, dass die Projekt zu den Sonderöffnungszeiten, dass die Projekt zu den, also zu der Sonderservice, pardon, zu den Ladenöffnungszeiten und zu der Mindestlohndirektive. Die 3 sind Instanzen weh, wir wollen los schon legiferiert gehen, da brauchen wir auch nicht mehr über den sozialen Tisch zu gehen, worüber soll diskutiert gehen. Dafür machen wir hier einen Appell, alles nur mal als Suspens zu halten, also sehr wie möglich zusammenzukommen, aber wie gesagt, wann ich doch mit der Vision, dass das Ganze auch zu einem Resultat führen und nicht just geschnitzt soll sein. Und das alles, was man so weiß, ja auch, dass wir immer nach seriösen Verhandlungspartner bleiben, dass wir auf der Sicht so nur Lösungen und nicht just Streit. Au contraire, wir wollen am Interesse von den Leuten, von den schaffenden Leuten, von den Pensionären, und am Interesse auch von dem Land allgemein, an den Betrieben, wollen wir Lösungen finden, und wir wollen auf seriöse Resultate kommen. Und wir stehen aber heute, das muss ich verstehen, an einer Situation, wo das Vertrauen extrem ungeknackt ist, dass viel Porzellan zerschlagen gehen, dass viel passiert an den letzten Monaten. Und solange das alles nicht irgendwo berangelt wird, sind wir am Front Syndical der absoluten Überzeugung, dass wir müssen weiter mobilisieren an uns Viren.
Und solange die total extreme Liberalisierung von den Öffnungszeiten nach immer durchschleiht, solange noch immer über die Jurisreferenzperioden an extrem Flexibilisierung von den Arbeitszeiten geschwatzt wird, solange die Sache mit der Kollektivverträge nicht geklärt ist, solange noch immer darüber gemunkelt wird, dass die Frage von der Arbeitszeit kann aus dem Kollektivvertrag rausgeholt geht, solange man noch immer von einer Verschlechterung vom Pensionssystem schwatzen und nach viel anderen Dossieren, aber solange machen wir Opposition. Du können ganz fest davon ausgehen. Und als Opposition wird hat Sinn und auch hat nach gehen. Und sie wird weit gehen, das haben wir schon annonciert. Sie wird auch eine Qualität kreieren. Und wir haben solange all die Dossiers nach durchsehen, dezidiert zu einer Front Syndical gemeinsam zu einer großen nationalen Manifestation aufzurufen, die stattfand den 28. Juni. Das wäre Dauerzeit an Platz, geht nach, die kriegt nach alles matt gedeelt, ein bisschen Überraschung muss noch bleiben. Das sind das ist aber ein bisschen Zufall, ob dem Dach von Haut genau 5 Monate. 5 Monate Zeit für das die Regierung an Kehr kriegt. 5 Monate für seriös verhandeln. 5 Monate Zeit für Lesungen zu fahren, für zu Resultate zu führen. 5 Monate bis für zu Raison zu kommen in Appelle und Regierung. Und bis dahin fängen ab Haut gewerkschaftliche Aktionen an mir all die Resilo für die Konflikte heute zu entschärfen. En attendant, wir verhandeln immer gern und auch so lange wie möglich eben ist. Aber ihr wisst, wann es nötig ist, da gehen wir auch auf die Straße. Und das war das, was wir ein bisschen wollten heute mitteilen. Und ich sage nochmal schon merci für die Nullausstellung. Und der Patrick sieht noch ein Schlusswort. Da sind wir doch. Merci Nora, ich bin extrem froh über auch die gute Entente, die man an der neuen Struktur Front Syndical unternehmen haben. Und dass man sich zusammen an die dort Richtung schaffen, wie Nora das in der Strafholen. Und ich gebe alle gute Leute merci so für die gut Zusammenarbeit. Ich gebe aber gerne abhalten mit einer Feststellung, das konnte Haut heute gesehen. Am Gegensatz zu der Meinung von unserem Premier sind Gewerkschaften Armeen sehr flexibel und effizient auf neue Herausforderungen zu reagieren. OGBL und LCGB haben beim Front Syndical also ganz sehr auf die neue Herausforderungen, die Patronat der Regierung durchstellen, sich angestaltet. Das müsste einem CEO ja gefallen, wenn er mit so modernen, zeitgemäßen, reaktiven Sozialpartner zu dienen wird. Merci.